Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Gebetsabend. Heute beten wir für unser Land und ich darf das zusammen mit Isa Forster und Janice Braun machen und ein Teil von der ICF-Band. So cool, wir haben Leute hier live vor Ort. Herzlich willkommen und herzlich willkommen alle, die ihr online zuschaut. Weil wir heute für unser Land beten, nimmt es mich natürlich Wunder, von wo du zuschaust. Vielleicht von Deutschland, vielleicht von Österreich, vielleicht von irgendwo, wo ich jetzt nicht aufzähle, dann schreib uns doch gerade in den Chat, damit wir wissen, für was für Länder, dass wir alle hier connected sind. Wenn es um unser Land geht und ums Gebet für unser Land, ist mir wichtig, dass wir wissen, wen wir anbeten, wen wir um Hilfe bitten und wen wir über unser Land möchten. Das ist das Erste, mit dem wir beginnen. Was wir auch machen möchten, ist, wir beten heute sehr viel mit der Bibel. Also du wirst sehr viele Verse eingeblendet sehen, die wir direkt zu einem Gebet machen und das finde ich wirklich faszinierend. Also, ich hoffe, du hast die Informationen, die du brauchst und wir starten mit Wer ist Gott? Und zwar gibt es 4 Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Luft, wir brauchen Licht und wir brauchen Nahrung. Und weißt du was? Spannenderweise, überraschenderweise deckt Jesus alle diese 4 Eigenschaften ab. Und wir beginnen jetzt einfach, indem wir dir diese 4 Wahrheiten vorlesen mit Bibelversen, dass Jesus unser Licht ist, dass er unser Brot ist, unser Atem und unsere Nahrung, unsere Quelle. Ich beginne mit dem ersten Vers und es heißt, wer Durst hat, sagt Jesus, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Das ist unser Gott. Auch ist unser Gott unser Lebensatem. Er formte, Jahwe, Gott, den Menschen. Er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und Jesus sagt uns, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und er sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Himmlischer Vater, hier sind wir, alle versammelt, live und online. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du, Gott im Himmel, unsere 4 Grundbedürfnisse alle abdeckst. Ich möchte dir Danken sagen, dass du uns begegnest, wenn wir heute für unser Land beten, dass du das Licht in der Finsternis bist, dass du den Weg bereitest für unser Volk, für unser Land, für unsere Regierung. Und lass uns diesen Worship-Song zu unserem Gebet für unser Land machen. You
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship. Wir sagen, you are turning lives around. In unseren Ländern, in unserem Umfeld. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. Ja, das bist du, Jesus. Ja, das bist du, Jesus. Du regierst in unserem Land, in unserem Herzen, Jesus. Du machst den Weg, wo es noch keinen gibt. Ja, du bist der Wegbereiter. Das Licht in der Dunkelheit, das Licht in der Dunkelheit bist du, Jesus. Und du bist am Wirken, Jesus. Du bist am Wirken, Jesus. Du bist am Wirken, Jesus. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on, was für ein Versprechen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. That is who you are. 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 Das Licht in der Dunkelheit, das bist du, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are, Jesus. Hey, spürst du die Kraft, die das Lied hat, wenn wir es singen und dabei an unser Land denken? Vielleicht hast du die Landesgrenze von dem Land, wo du wohnst, vor Augen. Vielleicht von dem Gebiet, wo du wohnst, hast du vielleicht die Landesgrenzen vor Augen. Wir haben gelesen, es sind Leute aus Deutschland, es sind Leute aus der Schweiz, von überall sind Leute hier. Und wenn wir diese Songs singen oder auch einfach aussprechen, weil wir es hier nicht singen können, empfinde ich so eine große Kraft, wenn wir dabei unser Land vor Augen haben. Und das erste Anliegen ist effektiv unser Land. Und ich möchte uns einen Bibelvers vorlesen, der steht im 2. Chronik 7, Vers 13 bis 14. Dieser Vers berührt mich sehr, weil er ist mit einem Versprechen verbunden, dass wenn das Volk betet, dass etwas passiert. Da heißt es, wenn ich den Himmel verschließe, das sagt Gott, und es nicht mehr regnet, wenn ich den Heuschrecken befehle, das Land kahl zu fressen, und wenn ich die Pest unter mein Volk sende. Und das ist ja eigentlich das, was jetzt passiert ist. Leo hatte vor ein paar Wochen eine Message, wo er aufgezeigt hat, dass wir das alles erlebt haben. Also Heuschrecken, dass es nicht mehr regnet, Trockenheit in Australien, Heuschreckenplage wie noch nie und Pest, wenn wir Corona so sagen wollen. Und was jetzt? Und es heißt, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was für eine Kraft, was für eine Zusage. Wir sind heute hier, jetzt zusammen, verbunden durch online oder auch hier live, in seiner Gegenwart. Mach dir das mal ganz kurz bewusst. Steh hier, in seiner Gegenwart. Wenn wir uns demütigen und sagen, Gott, du bist Herr, ich bin es nicht. Du bist der König über alle Könige. Wir haben es nicht im Griff. Himmlischer Vater, wir bekennen dir, wir haben diesen Coronavirus nicht im Griff. Aber du bist König, du bist Herr. Wir beugen uns vor dir. Vielleicht kannst du knien, vielleicht magst du einfach deinen Kopf senken, einfach als Ausdruck, Gott, zusammen, egal ob wir von Deutschland, von Österreich, von der Schweiz oder von sonst irgendwo zuschauen. Wir sind uns einig, dass wir uns heute vor dir demütigen. Wir suchen deine Gegenwart. Ich bitte dich jetzt in dem Moment, dass du einfach über unser Land gehst und die Wege aufzeigst, die wir ohne dich gegangen sind, damit wir umkehren können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du über unsere Länder gehst, über Europa, über die Welt und Erkenntnis schenkst, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir dich beleidigt haben.
heile unser Land. Heile unser Land von Unfrieden, von Unvergebenheit, vom Geld hinterherrennen, von Ruhelosigkeit. Heile unser Land. Ich habe heute Morgen gelesen, dass du das Volk vertreiben musstest aus dem Land, damit es die Sabbatruhe bekommt, die ihm gestohlen worden ist. Heile unser Land. Wir brauchen dich, Jesus. Du bist unser König, du
Du bist unser König, du bist unser Gott. Du regierst in unserem Land, du bist unser König, du bist unser König, du bist unser Gott. Das bist du Gott. Es hat einfach so eine Kraft, wenn du dir dein Land, wenn wir uns unser Land vorstellen und sagen, Gott, du bist unser König. Du bist unser König. Lass uns das einfach aussprechen, da wo du bist. Du bist unser König über unserem Land. Du bist unser König. Du bist willkommen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe über unserem Land. Du regierst. Du bist unser König. Amen. Amen. Als nächstes möchten wir für unser Volk bitten. Es geht um die Personen. Und Daniel ist ein Meister aus dem Alten Testament, wenn es darum geht, für das Volk zu beten. Und wir haben einen Bibelvers, respektive mehrere, aus Daniel 9. Und wenn du kannst, dann geh doch in deinem Bible-App oder in deiner physischen Bibel jetzt auf Daniel 9. Daniel 9, ab Vers 4 bis 9 und dann 17 und 19. Das ist ein wunderbares Gebet, das Daniel für sein Volk betet. Und wie schön ist es, wenn wir einfach diesen Bibeltext nehmen, ihn lesen und dabei unser Volk vor Augen haben und das für unser Volk bitten. Da ist Gottes Gegenwart, da sind wir. Und wir vertreten das Volk vor Gott. Wir sind königliche Priester. Wir vertreten unser Volk, unser Land, da wo du bist, dein Umfeld, dein Gebiet, deine Region, dein ganzes Land. Wir vertreten es heute Abend vor Gott mit den Versen aus Daniel Kapitel 9, Vers 4 bis 9 und dann 17 bis 19. Ich beginne, nachher wird Isa kommen und nachher wird Janice kommen. Und Daniel sagt, und ich mache diese Worte zu meinen Worten und du kannst sie zu deinen Worten machen. Stell dir vor, zusammen stehen wir vor Gott ein für unser Volk. Ich bekannte dem Herrn die Schuld unseres Volkes. Ach, Herr, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Doch wir haben gegen dich gesündigt und großes Unrecht begangen, als wir dir den Rücken kehrten. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Spüre es in dir, den Schmerz, die Reue, die aufkommt, wenn du an dein Volk denkst, wenn ich an mein Volk, wenn wir an unser Volk denken. Ja, wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen umgangen. Die Mahnungen deiner Diener, der Propheten, schlugen wir in den Wind. Wir genauso wie damals das Volk Israel. Dabei haben sie es in deinem Auftrag zu unseren Vorfahren, unseren Königen, den führenden Männern und zum ganzen Volk gesprochen. Du, Herr, hast recht gehandelt. Wir haben es verdient, dass du uns so schwer bestrafst. Wir müssen heute beschämt vor dir stehen.
Unser ganzes Volk hat dir die Treue gebrochen. Lass uns da einen Moment innehalten und uns vor Augen führen, dass wir Gott die Treue gebrochen haben. Um 1291 hat unser Volk geschworen im Namen Gottes des Allmächtigen. Und wir haben diesen Gott in den Wind geschlagen. Herr, wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, die führenden Männer und auch unsere Vorfahren. Du kannst jetzt in eigenen Worten einfach anfügen, was du fühlst dabei, was eigentlich alles schief gelaufen ist. Wir haben alles für so selbstverständlich genommen. Wir haben gedacht, wir hätten das verdient, dass es uns so gut geht. Dafür schämen wir uns in Grund und Boden, dass wir dich verlassen haben und mit einer Selbstverständlichkeit einfach gelebt haben und du eine Randfigur geworden bist in unserem Leben. Doch du, Herr, unser Gott, bist voller Erbarmen. Bei dir finden wir Vergebung, obwohl wir nichts mehr von dir wissen wollten. Bei dir, Gott, finden wir Vergebung. Erlöse uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die schuldig geworden sind an uns. Herr, höre doch jetzt, was wir zu dir flehen. Höre jetzt unsere Gedanken, unsere Worte, die wir vorhin dir gebracht haben, als Susan uns den Bibeltext vorgelesen hat. Höre jetzt unser Flehen. Unser Flehen ist so stark. Wir brauchen dich, Herr. Höre unser Flehen. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Blicke freundlich auf uns, Herr, auf uns, deine Kinder, auf uns, dein Volk. Wir lieben dich, wir brauchen dich, wir flehen zu dir. Flehen ist mehr als um Hilfe bitten, flehen ist um Gnade schreien. Wir brauchen dich, Herr. Es geht um deine Ehre. Es geht um deine Ehre. Wende dich uns zu, Herr. Wende dich uns freundlich zu. Erhöre mich, mein Gott. Öffne deine Augen. Sieh auf uns. Wir sind vor dir. Wir strecken unsere Hände aus. Wir knien vor dir nieder und wir bitten, dass du uns siehst, dass du uns freundlich anblickst. Und sieh, wie es um uns steht. Rede mit deinem Gott. Flehe ihn an. Bitte ihn um die Gnade, um seine Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Bitte ihn, dass er zu dir spricht. Bitte ihn, dass er nicht an uns vorbeigeht.
Wir flehen zu dir hier aus der Samsung Hall. Wir flehen zu dir aus Deutschland, aus Österreich, aus Polen flehen wir zu dir, Herr. Nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten. Nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Du gnädiger und barmherziger Gott. Herr, vergib uns. Sprich das aus über deinem Land, wo du jetzt bist. Herr, vergib uns. Vergib uns für all die Dinge, die wir sehen, die schlecht laufen und für all die Dinge, die wir nicht verstehen. Greif ein und handle, Herr. Greif ein und handle. Wir flehen um dein Eingreifen, Vater. Wir flehen um dein heiliges Handeln über diesen Ländern. Um deiner eigenen Ehre willen, zögere nicht länger, Herr. Es geht um deine Stadt und um dein Volk. Herr, es geht um deine Stadt und um dein Volk. Flehe deinen Gott an, dass er seinen Arm bewegt für den Ort, wo du bist. Darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fears, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear. Yes, you do. You silence fear. Silence fear, Jesus, Jesus. And you make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear. Oh Jesus, Jesus, 'cause you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. That the shadows can't deny, 'cause your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome, 'cause your name is alive, that the shadows can't deny.
darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, we make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. All our hope is in you. We put it all on you, Jesus. All our hope is in you. Our hope is in you, Lord. And all our hope is in you. Our hope is in you, Lord. And all our hope is in you. Our hope is in you, Lord. And all our hope is in you. And our hope is in you, Lord. And all our hope is in you, Lord. Im Chat schreiben viele Leute, wir bitten um dein gnädiges Handeln, weil unser Land mit Lügen regiert wird, weil unser Land von Stolz und Überheblichkeit regiert wird. Herr, wir brauchen Vergebung über all diesen Grabenkämpfen. Wir brauchen Lösungen, Herr. Wir brauchen dein gnädiges Handeln. Wir brauchen dein gnädiges Handeln über all diese Schuld. Wir proklamieren dein Licht in dieser Dunkelheit. Wir proklamieren dein Leben in diesen gefühlt toten Zeiten, Herr. Und wir danken dir für dein gnädiges Handeln. Ich danke dir, brichst du jeden Stolz und Überheblichkeit unserer Länder. Ich danke dir, gehst du neue Wege mit uns, weil du ein gnädiger Gott vom Leben bist. Wir biegen uns vor deinem gnädigen Handeln, Herr. Und lass uns jetzt einen Moment nehmen, wo wir gemeinsam für unsere Regierung beten. Du kannst für deine Regierung beten vor Ort, für die Regierung von deinem Land, für die Menschen, die du vielleicht auch mit Namen kennst, für unsere Regierung. Wir bitten nach 1. Timotheus 2, Vers 2 um Ehrfurcht für unsere Regierung, dass sie Ehrfurcht haben vor Gott. Lass uns das gemeinsam machen, da wo wir sind, mit erhobenen Händen, wenn du magst, mit deiner eigenen Gebetssprache, wenn du magst, laut, wenn du magst, da wo du bist. Himmlischer Vater, du hast gesagt, die Furcht vor dir ist der Anfang aller Weisheit. Und wir segnen unsere Regierung weltweit mit der Furcht vor dir, weil das ist der Anfang, damit sie mit Weisheit regieren können. Im Namen Jesus, wir beten das. Amen. Wir bitten um Führung. Bitte Gott, dass er dein Land führt, dass er die Menschen in Regierung, in Verantwortung in deinem Land führt. Nimm dir jetzt diesen Moment und bitte um Führung. Führung, dass Gott die Führung übernimmt in deinem Land. Und himmlischer Vater, du hast deinen Sohn Jesus auf diese Welt gesendet, als der gute Hirte,
Und ich danke dir, Jesus, dass du uns führst zu diesen frischen Quellen. Dass du uns führst auf diese saftigen Wiesen, dass du uns führst auch im dunklen Tal, dass du bei uns bist, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Krise, dass du mit uns bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du uns führst, dass du uns leitest und dass du auch jetzt wieder, ich bitte dich, nicht an uns vorbeigehst. Und ich bitte dich vor allem, dass du uns hilfst für unsere Regierung, dass du uns hilfst, für sie einzustehen und zu beten, nicht zu reklamieren, sondern zu beten, aufzustehen und zu beten für unsere Regierung, für unsere Männer und Frauen in Regierung, wo eingesetzt sind von Gott. Und ich danke dir, dass du hilfst, dass du uns zeigst, wie wir beten sollen, dass du uns hilfst, dass du uns nicht alleine lässt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieser gute Hirte bist, der immer und ewig bei uns ist. Du hast es uns versprochen, du lässt uns nicht allein. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. We pray for open heavens. We're ready for you. We're ready for you. We pray for open heavens. We pray for open heavens. Come fill this place with your presence. We pray for open heavens. We're ready for you. We're ready for you. We pray for open heavens. Come fill this place with your presence. We pray for open heavens. We're ready for you. We're ready for you. Not permitted, wasn't forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not permitted, wasn't forsaken. The Lord is in this place. Oh, yes, you are. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this Und heiliger Gott, du bist da an dem Ort. The Lord is in this place. Er ist bei dir daheim, Hochdeutsch. Er ist bei dir zu Hause. Der Heilige Geist ist hier bei uns, aber er ist auch bei unserer Regierung. Und so bitte ich dich, heiliger Gott, ich bitte dich um Weisheit. Ich bitte dich um Weisheit für unsere Regierungen. In Deutschland, in Österreich, in Polen, in der Schweiz. Es sind viele Namen gefallen für die Länder, für die wir einstehen dürfen. Und heiliger Vater, ich bitte dich um deine Einsicht. Ich bitte dich um deine Weisheit für die Männer und Frauen, die an unserer Spitze stehen, die unsere Länder leiten und führen. Wir brauchen deine göttliche Weisheit. Wir brauchen deine göttliche Weisheit. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist jetzt einfließen lässt und Raum einnimmst in all diesen Gebäuden, wo sich die Menschen treffen, die die Regierung sind, die einfach vorwärts gehen. Ich bitte dich speziellen Segen einfach um unsere 7 Bundesräte. Ich bitte dich um speziellen Segen für die Bundesregierung in Deutschland. Ich bitte dich.
und deine Führung und deine Weisheit. Herr, ich kann mir nicht vorstellen, wie du das tun wirst. Aber dein Geist ist so viel größer und so viel mächtiger, als ich es fassen kann. Und wir brauchen in dieser Zeit deine Weisheit. Wir brauchen deine Weisheit. Danke fürs Du diese Länder. Danke fürs Du diese Männer und Frauen an unserer Spitze. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. In unserem Land. The Lord is in this place. The Lord is. Wir singen unsere Regierung. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Dry bones awaken. The Lord is in this place. 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 The Lord is in our nation. 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 Wow, ich finde es so inspirierend, wenn wir solche Songs singen wie Dry Bones Awaken, tote Knochen wacht auf, und ich stelle mir dabei die Regierungsgebäude von unserer Regierung vor und einfach wie da der Heilige Geist kommt und einfach aufweckt, was da ist. So kraftvoll, und das können wir über diesen Abend hinaus mitnehmen und immer mal wieder, wenn wir einen Song hören, den einfach aussprechen und genauso für unsere Regierung beten. Und so gegen Ende möchten wir nochmals in einen Bibeltext eintauchen, und zwar aus Psalm 33. Du kannst wieder deine Bibel oder deine Bible-App hervornehmen und Psalm 33 aufschlagen und diesen Psalm einfach mitbeten. Für unser Land, für unser Volk und für unsere Regierung. Wir machen das hier zu dritt und lesen immer wieder einen Vers, eine nach der anderen, bis wir diese Verse durchgelesen haben. Vers 1 und dann 10 bis 20 vom Psalm 33. Und du kannst mitlesen, du kannst laut mitlesen, wenn du hier bist, live vor Ort oder auch wenn du zu Hause bist, dass wir zusammen einfach diesen Psalmtext als Proklamation für unser Land, für unser Volk und für unsere Regierung beten. Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Er durchkreuzt die Pläne der Völker. Er macht ihre eigenmächtigen Vorhaben zunichte. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig, fest für alle Zeit.
glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Kein König siegt durch die Größe seines Heeres, kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Wer meint, Reiterheere bringen den Sieg, der hat sich getäuscht. So können noch so viele Schlagkraft besitzen. Sie können noch so viele Schlagkraft besitzen und dennoch vernichtet werden. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Ja, er ist das Schild, der uns schützt. So ist unser Gott und wir haben ihn angebetet und ihn gebittet für unser Volk, für unser Land und für unsere Regierung. Und deswegen lass uns nochmal diesen Song aussprechen oder da, wo du kannst, auch singen und proklamieren über unser Volk, über unser Land und über unsere Regierung. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was paid, your love was greater, and what can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Dein Name, Jesus. Ich vertraue auf deinen Namen, Jesus. Meine Kraft kommt von dir. Meine Kraft kommt von dir. Ich schaue nur auf dich. Ich schaue nur auf dich. And death could not hold you. The veil torn before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are open, the praise of your glory. For you are raised to life.
bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen für immer. Sein Name bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen für immer, für immer. Sein Name bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen. Sein Name bleibt bestehen für immer. Und währenddem wir das singen, dein Name bleibt bestehen für immer, sehe ich einfach, wie der Heilige Geist überall unter den Türschwellen durchgeht und in die Regierungsgebäude hineingeht. Das ist das, was Gebet zum Beispiel für einen Unterschied macht. Dass wir heute hier zusammen gebetet haben, bewirkt das unter anderem einfach morgen, wenn die Regierungsgebäude wieder geöffnet werden, die Menschen, die Regierungsräte und wie sie alle heißen, hineingehen. Sie denken, wow, war die Putzfrau heute da oder was ist passiert? Es duftet nach Jesus, sein Name regiert für immer. Das ist nur eine Sache, was unsere Gebete bewirkt haben heute Abend. Und wenn immer du das Bedürfnis hast, für die Regierung zu beten, dann kannst du auch ganz einfach beim Internet googeln und sagen und schreiben Gebet für die Regierung und Bibel und dann kommen Bibelverse und dann kannst du mit diesen Bibelversen beten, wenn du nicht weißt, wie du Worte formulieren kannst. Es gibt viele Gebete, die für die Regierung sind in der Bibel. Dann bete dafür, weil sie brauchen es. Sie brauchen es. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass wir heute Abend zusammen für unser Land, für unser Volk, für unsere Regierung, für weltweit einfach beten konnten und so die Atmosphäre prägen. Vielen Dank, Band, dass ihr uns begleitet habt. Vielen Dank, Isa und Janice, dass ihr mit uns gebetet habt. Vielen Dank für alle hier, die live vor Ort waren und vielen Dank, dass du online dich eingeschaltet hast und mitgebetet hast und mit uns dabei warst. Vielen, vielen Dank und wir sagen Tschüss, bis morgen Abend wieder. Gut, ihr Lieben, ich danke